De Boom an der SUV-Klasse geht stramm weiter, an et das auch net liegt fir d'Marken sich hier am Park zu behaupten. Mazda bringt doch lo einen neuen kompakten SUV, den CX-30 op de Marché, an mir sinnen auch lo hier gefuhr. Zu seine Brider, dem CX3, 12 cm mi kurz, an dem CX5, 15 cm mi lang, lässt der Mazda CX-30 e klenge Respekt Aufstand, erreicht sich auch mit einer Länge von 4,40 Meter mit Gefühl an der SUV-Familie von Mazda heran. Sein Design kann er auch als perfekt bezeichnen, den der Marke auch treu bleibt. Ein Kühlergrill, den sich an Hochglanzstruktur präsentiert, a scharf gezeichneten, zurückgezogenen LED-Leuchten machen sich an dem Kapo bemerkbar. Den CX-30 könnt man ja wissen an eleganter River, wie das beim CX3 der Fall ist. Und noch mehr Coupé-lineförmig wie beim CX5. Er hat also das richtige Format, sich zwischen die zwei Modelle heranzupassen. Bleibt aber zusammen mit dem CX3 am Segment von den kompakten SUVs. Wenn andere Marken auch mehr auf eine auffallende Kontrastlinie an Lackierung setzen, halten die Japaner sich heute zurück. Nur ganz wenig Ecken und Kanten geben den modellierten Flächen ein eigenes Profil. Auch am Interieur geht Mazda dezent für, und das fängt schon mit einem abgeraumten und gut verschafften Cockpit an. Wo andere Marken ein grosses Ekran platzieren, wird den CX-30 analog Instrumente. Und dazwischen ein kleiner Monitor, den ihn recht auf den zweiten Blick erkennt. Sein Display auf der Mittelkonsole ist optisch gut platziert, und die ganzen Programme lassen sich auch nicht mehr über den Drehknopf auf der Mittelkonsole bedingen. Hier ist Mazda komplett vom Touchscreen auf. Und hat die meist notwendigen Vorassisten tatsächlich nicht vergessen. An der Akustik gouf auch viel investiert, an dat für mannergerecht vom Motto, sowie die Vibrationen am Interieur. Bei der Entwicklung vom Gefährt gouf auch große Wert darauf gelegt, dem Chauffeur an dem Passagier möglichst natürlich Spüren von Undriff auf Vorverhalten zu vermitteln. Mazda betont doch hier, dafür die Sitzposition und Gefühl vom Fahren so spezifiziert zu haben, dass dem Passagier auch nicht der Komfort fehlt. Beim Radstand von 2,66 Meter reisen am CX-30 4 erwachsene Personen bequem, zum Molshanden dran, wo sich auch die notwendige Platz für die Beine an den Kopf anbieten. Aber wenn lo die 430 Liter groß Mal bis auf 1406 Liter Ladevolumen herabschrauben, muss auch hier mit einem kleinen Aufsatz leben. A puncto Undriff geht Mazda auch seinen eigenen Weg. Erstens, weil sie an diesem Segment ein 4x4 ein Allraddündriff am Programm haben, und zweitens, weil sie auf Frono, Benziner oder Diesel hier Antwort von tun. Und der Spitze von ihrem Portfolio von Motoren steht eine neue Erfindung von Mazda, den Diesotto. Ein 132 kW, 180 PS starker Benziner, den an bestimmten Betriebssituationen wie ein Diesel zündet. An so die Leistung Frieden der Tourenschuld von einem Benziner, beim Drehmoment an der Spursamkeit von einem Diesel zusammenfeiert. Wir konnten diesen Mazda CX-30 Skyactiv X mit Allraddündriff an einer 6-Gang Normalbord fahren. Diesen innovativen neuen Motor mit dem Namen Skyactiv X hat eine Zylindrie von 2 Liter, ein maximal Drehmoment von 224 Newtonmeter bei 3000 Touren an der Minute, ein höchstes Verdichtungsverhältnis von 16,3:1 an ein Mild-Hybrid-System. Möchte sein Sprint von 0 auf 100 km/h an 8,9 Sekunden und seine Maximalvitesse lädt bei 204 km/h. Für ein SUV mit 7,7 Liter Spritverbrauch auf 100 km sogar sparsam, wenn er noch nach die Höchstleistung von 180 PS mit ans Spiel bringt. Den 1,4 Tonnen schweren CX-30 fährt sich durchaus flink, wer durch in der neuen Plattform lädt. Weist sich auf der Strecke an einen guten Komfort, lädt auch gut an den Keieren, aber bietet zusätzlich die präzise Renkelreaktion. Ein kleines Defekt muss ihm aber zugestehen. Auf knubbeligen Straßen bietet Vorwerk, Suspension, kleine Schwächten, aber sonst kann er von einem equilibrierten Setup schwätzen.
Unser Testauto, de Mazda CX-30, hat eng manuell 6-Gang-Board und hat auch Punkte gesammelt, an dat weil Gang sich über kurz Schaltpassagen leicht angelegt haben. Und Ähnliches gilt auch für den 4x4, den Allradundriff, auf den ihn aber kann verzichten, wenn er nicht an die Skivakanz fährt oder an der Bierger wohnt. Die Charakteristik vom 4 auf der Räder ugedriven bleibt auf jeden Fall gut bestehen. Beim CX-30 hat Mazda darum fertig gebracht, eine enge Verbindung zwischen Mensch und Maschine zu schaffen. Mit viel Potenzial, mit viel Platz, und klaren Mossen, mit einem engagierten Handling und temperamentvollen Motto dreht diesen CX-30 von Mazda mit viel Spaß durch die Landschaft. Wie bei allen Sportarten, also doch am Kartsport wichtig, wenn ihr gut will sein und mit viel Beiwelt fahren, muss ihr auch gut trainieren. Und dabei also doch ganz wichtig, Klänge zu fangen, Gefühl vom Karte zu kriegen und sich dann auch abzuschaffen. Ich will aber nicht auf technische Stunden nachgehen, was wir vielleicht an einer nächsten Sendung machen können, aber ich werde diesen Weekend hier am Lothringen und das auf der Kartpiste zu Lomerange. Und haben hier verschiedene junge Piloten vom KCL, dem Kartclub Lützeburg, wie de Paul Leitem besicht und noch ein paar Impressionen über den Kartsport angefangen. Ihren Teamchef, der Mike Weiss, auch kein Unbekannten am Kartsport, möchte einen kleinen Rückblick auf die Nummern. Ja, wir sind heute für Pneu zu testen, weil alle gute Kategorien, Junior, Arcade, Finale, was das betrifft, sind neue Pneu für das Saison, wo man muss fahren. Sie sind viel mehr Müll, das heißt, die Tester sind extrem wichtig, erstmal für die Darstellung zu fahren, zweitens, wie das der Pilot auch gewürgt für den Handling, als mit viel mehr Müll Pneu. Das ist ein großer Unterschied. Wir sind heute zum Beispiel an der Karte in 2 Sekunden mehr schnell wie letztes Jahr, da du gesehen, dass die Pneu strapp nicht Müll sind. Und ich denke, wir müssen noch ein paar Tester machen, dass wir gut vorbereitet sind für den Kurs. 3 Piloten sind gecoacht gehen. Ja, das, wir sind engem Junior geführt, das sind also den Damier, und mit engem neuen Pilot an der KD, das ist Olivier, das ist echt so geführt, und dann den Paul, den natürlich schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, der noch echt Plätze wird für das Jahr, wo wir es hoffen. Und für alle so Piloten sind auch wichtig für so Tester, dass sie auch das Feedback auf die anderen Piloten rübergehen. Wie siehst du, Mike Weiss, diese Saison? Ja, ich denke, dass wir mit dem Pool bei der KD ganz gut gestaffelt sind. Da waren wir als Munches. Auch den Damier an den Junior, das war sein echt Saison letztes Jahr. Das Jahr will ich noch gerne Podium attackieren, aber wir werden nicht auch echt Plätze. Wir sind guter Dinge, dass wir ein ganz gutes Saison führen sind. Auch speziell die von Paul Leitem. Ja, ich denke, er hat extrem Stärken, seine Schwächen. Also ich meine, alle Piloten haben seine Schwächen. Aber er entwickelt sich so gut, dass ich wirklich erwarte, dass er am Grand Est, der Championat von mir vor, wo die letzte Beschmerschaft auch zählt, dass wir da wirklich am ersten Platz werden fahren. Und wir haben auch ein paar Großkurse und Programm für Seemeisterschaft, Coupe de France. Da haben wir natürlich auch Ambitionen, dass wir am ersten Viertel locker mitfahren. Lasst froh. Wie schätzt du den Pol an? Ich denke, am Anfang mit den Kanner, also ein bisschen schwierig. Du hast ihren eigenen Cup. Du musst ihnen einfach nicht mehr beweisen, dass die Professionalität, wo du musst tun, für den 40 kommen, dass die auch etwas dingt. Aber wenn sie überzeugt sind, dass das etwas bringt, dann fangen sie auch Not zu lauschen. Und du hast den Pol gute Weg, dass das doch klappt. Und hier 2 Großfanen von Paul Leitem. Die Kartsaison mit interessanten Kursen steht für unter dir und der Paul Leitem freut sich schon drauf. Ja, das ist nicht der nächste Training. Wir sind schon mit dem heutigen Training aus den dritten
Und haut war mega Training, weil wir eine neue Strecke Rekordbrot. Und da sind ich mega froh und ich meine, die Tour geht wirklich gut hin. Wie ist denn noch mit dem Verlauf? Am Großen und Ganzen ist wirklich nicht viel getestet gehen, weil Teil ist nicht meine richtige Karte. Den meine Karte, den ich kriege, den ist noch nicht da, die wird noch abgebaut. Tisch den Hain ist eine Lokation, nicht richtige Lokation, aber die Krute mal gelernt vom meinem Teamchef, der Weißmike. Und dafür sind wir dafür halt mega zufrieden. Und der Pol freut sich auf seine neue Karte. Es gibt schon so verschiedene Leute, so gesagt vom Werk, da wo die Karte, die Chassis und alles gebaut wird, haben sie gesagt, wäre viel mehr schnell wie das letzte Jahr. Dafür sind sie wirklich gespannt, ob der neue Chassis, ob der wirklich so war oder nicht. Über den Wanderweg hat der Pol sich auch fit gehalten. Den einen oder den anderen Tag mal, wo ich dann Zeit hat, sind ich dann zum Beispiel Velo vorgegangen oder daheim haben wir auch den Velo, da kann ich dann auch Sport machen oder den auf einmal Plastik, also für die Arme einfach zu trainieren, weil wir haben hier auch einen neuen Pneu, den ist viel mehr schwer zu fahren. Weil viel mehr Grip hat und das geht auch nicht an die Arme und dafür muss ich auch mehr trainieren. Also. Die Brüderchen. Heinz, du willst schon an der Karte klammen. Heinz, du die eine oder die andere Kehr sind dann hörten oder mich Heinz ein bisschen nervös. Mit das ist eben so. Das ist nach mir klang. Dafür, das ist nicht schlimm. Pol, ein paar Wörter über diese Saison 2020. Naja, ich will wirklich die Maximum Podiumsplätze für wirklich viel zu gewinnen, weil mein Ziel ist wirklich, dass du auch am französischen Championat in der Ligue Grand Est auch wirklich Champion zu gehen, nämlich den Championstitel. Den Konkurrenz, wie siehst du die? Naja, das letzte Jahr konnte man ja neue bei. Leider war ich ja nicht genug gefahren, den also auch meinem Team. Dafür hat er nicht mitgezählt. Also letztes Jahr war ich am Anfang allein gewesen. Das Jahr ist er noch dabei, am nächsten neuen am Team, auch in der nämlichen Kategorie. Und auch in anderen Lützebäuer an der Kategorie KD. Dafür wir sind wir am Ganzen mehr zu feiern in der Kategorie. Ich gesehen, ich will schon den Championstitel kriegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie viel mehr stark sind oder nicht, oder ich weiß nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Nicht allein der Kartsport, mir auch der Beruf vom Interviewmachen gefällt dem Pol. Der Reino, mam Damien Borges Marquez und mam Olivier Pöckes. So Damien, du bist heute ein Training gefahren, wie hast du da gegangen? Gut, schon neue Pneuen probiert, Luftdruck und so weiter und ja. Ist dann alles gut gegangen? Hast du Probleme oder hast du keine Probleme? Ja, am Anfang an der Kehren ist halt so gesprungen und ja, das ist mich schwer mit neuen Pneuen zu fahren wie mit den alten. Welche Pneu sind das da? Hast du die Lever wie die Aal oder hast du die Aal-Lever? Die neuen sind besser, mich schnell und das macht Wege. Vielleicht sind wir mit Bridgestone gefahren. Ja, bestimmt einen großen Unterschied, oder? Ja, ich meine 13 mich schnell oder so. Das ist ja ein bisschen am Kartsport. Ist das einen großen Unterschied, wenn du guckst, wie die anderen Bridgestone bestimmt sind die auch gefahren. Die waren nicht so gut. Aber an deinem Motor und so, hast du alles okay oder hast du oft Probleme damit? War nie Probleme am Anfang. Es war alles gut bislang. Okay. Also Olivier, wie warst du überhaupt auf die Karte gekommen? Mein Pap, wo den erste Karte hat, war ich meine erste Lokation gefahren. Und dann, wo ich meine erste Lokation gefahren bin, dann hatte ich meinen Pap gefragt für einen Privaten. Dann haben sie geguckt, wie sie kaufen, weil bei Mike Weiss, ganz billig, hatten sie die geholt. Dann sind ich an dem Ort gefahren und dann konnte ich ein paar Leute sein. Naja, und wie bist du da noch Nummer gekommen? Wie bist du überhaupt da drauf gekommen? Weil alle Menschen haben eine Nummer. Wie bist du drauf gekommen? Wo mein Pap Motocross gefahren ist, da
du hat die noch Nummer 15 geholt und hat mein Papa mir das gesucht. Und dann habe ich gesagt, soll ich dann noch einfach Nummer 15 holen? Okay, an dein heutigen Training schmengen war schön für da. Wirst du das von den heutigen Training? Haut den Training, die war ein bisschen besser wie die Soße immer. Weil Haut wird mal ein Jahr nicht geregnet. Ich kann sagen,